Wir können uns Schicksale schwer dahinter vorstellen. Wir haben jetzt das Privileg, dass diese Namen Gesichter bekommen. Sind Kinder von Überlebenden hier. Der Name Tätigkeit ist gerade vorgelesen. Alter, würdest du? Dann kann man jetzt nach vorne kommen. Und von Mutti, von dir war schon die Rede, als Tochter von Hilde. Jody. Danke, dass du kommst, Piet. Ihr repräsentiert sehr unterschiedliche Alter Tätigkeit, deine Eltern sind im Widerstand. Am 20. April 1944, wie es offiziell heißt, auf ungeklärtem Wege zu Tode gekommen. Dein Vater hat das nicht lange durchgehalten und ist im Dezember an Typhus im 9. Gange gestorben. Und Piet, ich danke dir, dass du dich hier mit dazu stellst. Du bist auch aus der Hamburg in ein katholisches Kloster nach Bayern gekommen und konntest dort überleben. Euch drei herzlich willkommen und als Zeichen der Ehre, des Dankes haben wir euch eine kleine Plakette. Möchten wir euch eine kleine Plakette machen? Dein Vater weiter Tätigkeit, selbst für die Hilfe dazu. Die Enkelin von Hilde ist hier und die schöne Martha. Kommst du bitte und Sarah bitte übersetzen? Dann haben wir noch weitere hier. Wir haben Musik gehört und eine besondere Brücke. Eine spezielle Brücke der Musik. Alle, die hier jetzt sitzen, sind Kinder oder Enkelkinder von dem, was wir opfern. Beim Marsch des Lebens ist ja das Besondere, dass wir auch von der Täterseite Enkel oder Urenkel einladen. Und so ist hier der Enkel vom Lagerkommandanten Tessmann, Klaus Tessmann. Kommst du bitte nach vorne? Und Marina, kommst du bitte auch nach vorne? Dein Urgroßvater war Richter am Oberlandesgericht und war
das Gut der deportierten, zur Ermordung geschickten Juden. Warum bist du hier nach Hamburg gekommen? Ich möchte, dass unsere Kinder, ist egal von wo wir kommen, wer wir sind, unsere Kinder, unsere Enkelkinder und alle wissen sollen, was ist geschehen und soll nie wieder passieren. Heutzutage die Realität wird wir nicht in einem Welt. Aber bitte, machen die Augen auf und machen die Augen auf. Father, du bist aus den USA gekommen. You came from the US and you told us that it was very special to get on the plane. Can you just explain it a bit? Martha ist aus den USA gekommen und sie hat uns gestern Abend erzählt, dass es sehr speziell war für sie, auf das Flugzeug zu gehen und sich von ihrer Tochter zu verabschieden. I know you spoke about the plan yesterday, but so many other things are also coming to my mind. Yesterday, the day before yesterday, when I flew in, vorgestern, als ich hierher geflogen bin, and I have two daughters. The little one started crying and crying, and she couldn't stop. Und ich habe zwei Töchter, die kleinste von den beiden haben die ganze Zeit geweint und sie konnten nicht aufhören zu weinen. Und sie konnten nicht. Kann das Mikrofon ein bisschen lauter? Ulrike, du musst die Definition vom Bild. As I sit here and I see all of you, I think that those specific questions are not so important for me anymore. Und jetzt, wo ich hier sitze und euch alle sehe, dann merke ich, dass diese ganzen Fragen überhaupt gar nicht mehr so wichtig sind für mich. There are certain principles that are much more important than those questions. Da sind einige Prinzipien, die so viel wichtiger sind als diese Fragen. It's our labor to learn to respect every other person who's around us. It's our duty to teach to our children, my children, your children, to care for one another,
because what happened to my family, it was horrible, but I see you suffering so much, and I feel so bad for you, because you weren't there. You didn't do anything. But you still have a responsibility. You need to teach your kids, you need to teach your children to love the people around them, because the world is so crazy. Es ist unser eigener Prozess, dass wir lernen, andere Menschen zu Und jetzt sitze ich hier und ich sehe dich als Nachfahre der Täter und ich fühle mich schlecht mit dir, weil du warst nicht schuld daran und trotzdem musst du so viel dadurch leiden. So I was saying, you have to teach them to love people around them, to be good people, because there are so many things happening in the world. Holocaust happen, they're still happening everywhere, and it's our responsibility as a young generation to try and make new generations that won't stand for it. And I think now that is the reason that ¿cómo es que se dice destino? No, Geschicksal brought me here today. That's what I think. Es ist so wichtig, wir müssen unseren nachfolgenden Generationen, unseren Kindern so viel beibringen, dass wir richtig mit dieser Situation umgehen können und dass wir auch unseren Kindern immer wieder beibringen, andere Menschen zu respektieren. Und dieses Schicksal des Holocaust, das passiert immer noch, in welcher Form auch immer. Und deshalb denke ich, dass es mein Schicksal war, hierher zu kommen. Klaus, du bist direkt angesprochen worden. Wie gehst du heute mit dieser Verantwortung um? Du hast gerade gehört, was Martha gesagt hat, dass es wichtig ist, diese Verantwortung in die nächste Generation zu übernehmen. Wie machst du das persönlich? Darf ich zuerst was Kurzes machen, was auf meinem Herzen ist? Frage an mich gestellt worden ist, wie ich mit der Verantwortung umgehe, die ich jetzt habe.
Das ist etwas, was aus seinem Hass gegenüber anderen und Schwachen herkommt und dem gegenüber, was in unseren Augen oder in den Augen von Menschen minderwertig ist. Und das ist nicht mit den Nazis gestorben, das gibt es heute noch. Und meine Verantwortung ist die Verantwortung eines ganzen Volkes heute. Und dass ich hier stehe, ist, glaube ich, die Verantwortung unseres ganzen Volkes. Dass wir diesen Hass auf Schwachheit, in welcher Form er auch immer da draußen noch existent sein mag, nicht mehr in unserer Mitte dulden. Das ist meine Verantwortung. In einer ganz besonderen Art und Weise, aber unserer aller Verantwortung auch. Und ich empfinde es als eine wunderbare Gnade, dass ich hier sein darf. Meine Familie ist zu Hause, ich habe eine Frau und ich habe 2 Kinder. Unsere große Tochter heißt Hatikwa mit Namen. Und unser Sohn heißt Noah. Und unser drittes Kind ist jetzt auf dem Weg. Es ist eine andere Zeit und es ist eine andere Generation, die heranwächst. Und ich glaube, damit lasse ich es jetzt erstmal gut sein. Deiner Familie ist in Hamburg in besonderer Weise gedacht worden. Deiner Halbschwester wurde der 20.000. Stolperstein in Deutschland 2008 gewidmet, hier in Grindel. Kannst du ein bisschen was erzählen über deine Situation? Ja, ich bin es, nachdem hier so ausführlich gesprochen wurde, auch schuldig, ein bisschen was über mich zu erzählen. Aber vorweg, ich habe meine 3 Halbschwestern und der Geburtstag gefragt, und was wünsche ich, habe ich immer gesagt, ein Geschwisterchen. Wir waren damals als Jugendliche oder junge Leute noch nicht so aufgeklärt, wie das heute der Fall ist. Mein Vater, nein, ich möchte erst ganz was anderes sagen. Ich möchte sagen, dass ich an etlichen Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen teilgenommen habe, dass mich diese hier unglaublich beeindruckt hat und dass ich einfach völlig hingerissen bin von dem, was sich hier abgespielt hat. Ich möchte den Veranstaltern und Ihnen allen danken. Kaum was über mich, weil ich mich mein Leben lang geweigert habe, über mich selber zu reden. Mit einer kleinen Ausnahme, aber ich weiß nicht, ob das im Internet ist, ich selbst habe keins. In Freiburg mal auf Drängen von Ralph Giordano habe ich mal so ein bisschen rausgelassen. Aber ich finde, Sie haben es hier verdient, dass Sie ein bisschen mehr erfahren. Es ist richtig, ich bin Katholik. Meine Mutter ich bin in München geboren, dort hat meine Mutter studiert und die hat mich in ein katholisches Kinderheim gegeben. War schlau genug, mich auch nicht mehr beschneiden zu lassen. Da konnte ich aber nur bleiben, bis ich 6 Jahre alt war. Dann wurde ich an irgendwelche Familien vertrieben, dann bin ich immer wieder ausgebüxt. Dann lebte ich von Diebstahl und so, ich musste mich ernähren und wurde dann immer von der Polizei aufgegriffen und die haben dann angenommen, dass das irgend so ein Judenbengel ist, den seine Mutter allein gelassen hat. Rausgekauft und deswegen, und der hat es dann fertiggebracht, mich auch noch in die AJ zu stecken, zu den Pilzen, sodass ich also, wenn auch vergeblich, noch versucht habe, entzugesiegen, aber das ging, wie wir heute wissen, ja nicht ganz klar. Und ich bin Mitglied der katholischen Kirche geblieben, weil ich ihr mein Leben zu verdanken habe und hört sich vielleicht ein bisschen primitiv an, über die Kirchensteuer immer noch meinen Dank anstatte. Ich selber bin nicht gläubig, weder gläubiger Jude noch gläubiger Christ. Gott gesehen hat, da konnte man flehen, so viel wie man wollte, da tat sich nichts. Und ich bin deshalb ein absolut ungläubiger Mensch, wobei ich eins sagen muss, es
gibt ein Abendlied, das haben uns ältere Leute im Krankensaal mitunter abends vorgesungen. Das heißt Guten Abend, gute Nacht und hat eine Zeile, die heißt: Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder gewählt. Ja, das hat mir, daran habe ich mich festgehalten und ich nehme an, das hat wesentlich dazu Überleben beigetragen. Man kam ja nach Hamburg als 12-Jähriger. Man musste ja Eltern suchen für mich und es hieß, es gibt keine. Die Amerikaner haben versucht, mich in Amerika irgendwo adoptieren zu lassen und treffe jetzt nach 12 Jahren meine Eltern, die ich nie gesehen hatte und zu denen ich kein Verhältnis hatte. Und nachdem ich mit so vielen anderen Leuten zusammen war, die mich nur enttäuscht haben oder die ich enttäuscht habe, war das also eine ganz Teile Überleben. Es haben außerdem nur noch 4 andere überlebt. Ein Cousin, der hat noch ein herausragendes Abitur gemacht und sich dann am Abend der Abiturfeier umgebracht. Eine Cousine, eine und das war's. Aber ich will auf ganz was anderes hinaus. Ich fasse mich auch kurz. Mich beschäftigt seit Jahren ein Thema, das ist die Massenpsychologie. Ich habe schon manchen Philosophen gefragt, wie es angehen kann, dass ein Ausländer, der keinen Schulabschluss hat, der keine einzige Aufnahmeprüfung bestanden hat, der, wenn er redet, nur rumgebrüllt hat, dass der von den damals ja auch schon ausländerfeindlichen nach seinem Tod noch gefolgt sind. Was ist da psychologisch in diesen 63 Millionen Volk vor sich gegangen, dass in einer Nacht vom 29. Januar auf den 30. Januar in die Steinzeit zurückfällt, nachdem es vorher hochkultiviert war, auf allen Gebieten die meisten Nobelpreise eingesammelt hat und. Das ist die Frage, die mich beschäftigt, weil ich Angst habe, unser hochkultiviertes Land kann genauso wieder mal in einen politischen Schlaf verfallen. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe mich in Deutschland, ich bin ja Jude, wenn die Mutter Jüdin ist, das ist man Jude, egal wie man getauft ist. Und ich unterstütze die Juden auch. Aber ich habe mich in Deutschland so lange wohl gefühlt, solange wir hier die 4 Besatzungsmächte hatten. Seit die weg sind, beobachte ich einen zunehmenden Antisemitismus, der mich schon ein wenig das Fürchten lehrt. Aber damit will ich jetzt nicht belassen. Deine Eltern haben gehört zum Widerstand. Und heute ist vor dem Haus, in dem ihr, als du mit deiner Frau wohnst, ein Stolperstein. 2 Stolpersteine. Wie ist das in Hamburg, in einem Haus zu wohnen mit Stolpersteinen? Ja, also, was soll ich dazu sagen? Also, ich war jetzt überrascht, wie man an mich handhabe, damit einverstanden bin. War ich natürlich sofort, obwohl wir am Haus schon einige Denktafel haben. Und da ist jetzt 2 Stolpersteine, die an das Schicksal meiner Eltern erinnern. Vielleicht kurz, meine Eltern, mein Vater ist 1900 geboren, meine Mutter 1903. Mein Vater war Dreher von Beruf, war UK gestellt vom Militär, war für die mein Vater war als Widerstandsgruppe gegangen, die irgendwann aufgeflogen ist. Ich weiß nur, wir hatten bei uns im Garten hinterm Schuppen eine Rasenfläche, rundherum in Johannisbeerbüschen. Und da konnte man im Sommer schön sitzen und diskutieren. Da kamen verschiedene Leute, die ich alle nicht so kenne. An einen kann ich mich vielleicht besonders erinnern, das war so eine große stattliche Person, das war der Adolf Tummermus, der nachher in der ÖTV hier in Hamburg und auch im Bund tätig war. Damals war das eben der Transportarbeiterverband. Ja, dann war aus dem Widerstandsgruppe eine Gertrud Meyer mir bekannt, die bei uns also auch ab und zu Besuch kam, und ein Max Heidendorf. Seine Frau ist auch irgendwann umgekommen. Und einige dieser Widerstandskämpfer waren bei uns in einer Siedlungshaushälfte. Wir sind in einer Berner Siedlung, also eine reine Arbeitersiedlung, damals gegründet worden.
sind das alles nur noch unabhängige Beschäftigte. Man sagt ja nicht mehr Arbeit, das nicht machen. Und ja, da haben wir also in Nebenräumen hin und wieder auch Leute versteckt gehabt, wovon ich als Kind nichts mitbekommen habe. Ich war damals 8,5 Jahre alt und ich durfte ja auch nichts wissen. Die Gefahr, dass man Spielkameraden in der Schule vom Lehrer ausgefragt oder sonst irgendwas war, das durfte nicht sein. Ich habe also gefunden haben. Nach der Bombardierung der Hamburg haben wir dann noch 2 aufgenommen, die ausgebombt waren, die waren aber also nicht im Widerstand. Ja. Das ist also so aus der Zeit selber, weiß ich, dass mein Vater direkt von der Arbeit verhaftet wurde und es war ja, Frühjahr verhaftet. Das habe ich noch in Erinnerung, weil ich da auf der Straße gespielt habe. Fußball mit ein paar anderen. Da fuhr ein Auto vor, bei uns kam selten vor, an der Straße war nicht viel Verkehr. Da stiegen 2 Männer mit langen, dunklen Ledermützen aus und gingen ins Haus. Ja, es dauerte eine Zeit, dann wurde ich reingerufen von meiner Mutter. Bei uns am Stubentisch stapelten sich die Bücher, die man aus dem Bücherschrank rausgeholt hatte. Das Radio stand da, das war also nicht der normale Volksempfänger, wie er damals hieß, sondern das war ein etwas besseres Modell. Der sogenannte Feindsender gehört. Ich selbst habe es nie miterlebt. Ja, ich durfte auch nicht. Ja, dann hat einer dieser Männer mit mir ins Treppenhaus gegangen, mich auf die Stufe setzen und hat versucht, mich auszufahren. Ich hatte aber durch den Ausdruck und die Körpersprache meiner Mutter, also da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also ich habe nichts sagen können. Alles Mögliche gefragt, ich habe nur so weiß ich nicht. Dann hat also meine Mutter gesagt, stelle ich gegenüber, geh mal zu Frau Lübke, ich muss im Moment mal weg und nachher kommt Tante Erna, die war bei uns einquartiert als Ausgepunkte, die holt ich dann schon ab. Ja, und das war das letzte Mal, dass ich meine Mutter Anke, wir haben eben von Piet gehört, dass ein Lied bei ihm eine besondere Rolle gespielt hat. Du hast mir auch über ein Lied erzählt und über einen Aprikosenbaum. Nein, ich habe über einen Apfelbaum gesprochen. Und zwar die rote Sternbinette. Also ich singe immer ziemlich viel und mache Musik und hatte das auch meistens, wenn ich von der Schule kam, dass ich mich erstmal mit Musik abreagiert habe, alles verarbeitet habe. Aber das habe ich eben nicht nur in der Woche Musik gemacht, sondern ich habe eben auch manchmal am Wochenende mich dann zurückgezogen und gesungen, Fenster war offen. Und das war eben so ein Herbsttag, der wunderschön war und irgendwann, als ich genug gesungen hatte für mich, habe ich mich entschlossen, ach, dein Vater pflückt Äpfel, geh und hilf ihm. Mein Vater nicht oben auf der Leiter beim Pflücken, sondern er stand an die Leiter gelehnt und weinte. Und das hat mich sehr verwundert, weil ich meinen Vater als sehr fröhlichen Mensch erlebe, der lebensbetont lebt und uns Kinder viel, viel Freude im Leben zeigen wollte, obwohl er nie verschwiegen hat, was unsere Familiengeschichte ist, weil es ihm ganz wichtig war, dass wir niemals dieser Ideologie, mein Bruder oder ich, anheimfallen, sondern wissen, was tatsächlich passiert ist, was teilweise verleugnet wird. Und das hat er immer sehr, sehr
kindgerecht, je nach aber er hat es mich nicht merken lassen. Und das war so ein Moment, wo ich es direkt gemerkt habe, wo er weinend dort stand. Und ich fragte ihn, warum er weint. Und dann hat er zu mir irgendwo gesagt, du hast so schön gesungen. Das hat mich an meine Mutter erinnert, die hat auch immer gesungen. Lars, du hast uns von Liszt die Trauerbonde gespielt und dein Großvater war in Neuengamme, Don Messerschmidt, und er war ein fröhlicher Mensch, hast du mir erzählt, der gerne gesungen hat. Du bist jetzt Musiker. Also ich merke jetzt, das muss ich vorab sagen, an dieser Veranstaltung, dass darüber gesprochen, wollte mir Informationen von meinem Großvater holen, meine Mutter, die sonst sehr mitteilungsbedürftig ist, ging darauf nicht ein. Für mich ist Musik essentiell in meinem Leben und das war es auch in meiner Familie. Ich weiß immer nur, dass wenn ich Musik gemacht habe, es hieß, denk an Opa, der möchte das nicht. Als mein Opa starb, war ich 5, 6 Jahre alt, ist 1892 geboren, war der SPD, war Handwerker, er hat in dem Hotel Reichshof, das kennen Sie vielleicht, das 1911 gebaut, in der Kirchenallee, der dort Möbel nicht entworfen, aber die ausgeführt und kam aufgrund seiner politischen Gesinnung dann eben mit den Nazis auch negativ in Berührung. Ich weiß leider zu wenig über ihn, habe jetzt durch Hinrich auch Dinge erfahren, die mich im Nachhinein, muss ich sagen, auch verstört oder erstaunt haben. Umso mehr merke ich jetzt, dass ich daran arbeiten muss. Ich möchte wissen, was dort war und warum mein Opa eben, der nicht hauptberuflich Musiker war, aber für den das eine große Leidenschaft war, Musik nicht mehr machen konnte. Warum auch meine Mutter mehr Informationen verwehrt und meine Oma auch sagte, Opa braucht Ruhe. Ich war 5, 6 Jahre, wie gesagt, als er starb. Und die Musik, die ihm so am Herzen lag und die sich als rotes Tuch durch unsere ganze Familie, Generationen zurückliegt, meandert, wenn Sie so wollen, ist etwas, was ich jetzt für mich zum Beruf machen konnte und was mich erfüllt. Und ich sehe mich da auch irgendwo im Erbe meines Großvaters, und habe deswegen diese Studie gewählt und es fiel mir schwer, sie am Klavier zu spielen. Die Frage von Martha kam, wie arbeitet ihr jungen Leute das auf? Du kommst jetzt aus Tübingen, du studierst Theologie und dein Urgroßvater war Richter hier in Hamburg am Oberlandesgericht, hat auch nach dem Krieg noch weitergearbeitet, Mitglied des 5. Strafsenats, des 5. Senats, verantwortlich für Verwertungsfragen. Wie wird das in eurer Familie weitergegeben? Ja, genau, mein Name ist Maria Börth und ich bin heute hier, um einfach das Schweigen meiner Familie zu brechen über das, was mein Urgroßvater hier in Hamburg getan hat. In meiner Familie wurde und wird darüber gar nicht gesprochen. Ich bin vor gut 2 Jahren in Tübingen mit dem Marsch des Lebens bekannt geworden und habe Stück für Stück einfach gemerkt, wie wichtig das ist, nicht nur irgendwie in der Schule Dinge über das Reich gelernt zu haben, sondern zu wissen, was in der eigenen Familie passiert ist. Und habe dann angefangen, einfach nachzufragen. Mein Opa Friedrich Pries hat nach dem Krieg eine über 500-seitige Biografie rausgegeben, in dem er aus seiner Sicht die Dinge schildert, was mich sehr beschämt hat, das zu lesen. Ich bin dann hier in Hamburg in verschiedenen Archiven gewesen und habe mir einfach die Wahrheit angeschaut aus einer anderen Perspektive von Urkunden. Und ja, ich bin auch noch dabei, überhaupt das Ausmaß überhaupt erst zu begreifen. Er war zur Bestellung des sogenannten Feinvermögens beauftragt, aber auch als Justiziar und Urkundenbeamter der Reichshauptstelle der Reichsbank
auch im Schiedsgericht, im Sammelgericht hat auch viele Todesurteile zu verantworten. Und da möchte ich Sie einfach als Enkelin für Vergebung bitten und sagen, dass es mich unheimlich beschämt, einfach zu sehen, dass meine Familie diese Tatsachen einfach immer noch verleugnet und verschweigt. Und ich bin heute hier, um dieses Schweigen zu brechen und zu sagen, dass sowas nie wieder passieren darf und dass ich mich dafür einsetzen werde. Und das tue ich. Auch ich sehe, dass es auch heute wieder viel Antisemitismus gibt, auch in Deutschland. Und wir haben es im letzten Jahr gesehen und ich war selber letzten Sommer in Tübingen auf der Straße, dass sie als Nachkommen von den Opfern überhaupt bereit sind. Überleitung ist jetzt fast naheliegend. Ihr könnt euch gerne hinsetzen. Vielen Dank, dass ihr hier vorne euch so weit Das ist also in Hamburg fast so etwas wie die Nationalhymne der Zwangsarbeiter der Antifaschisten ist. Wir sind die Moorsoldaten.